Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ich sehe was du nicht siehst, und das ist blau. Nein, das Autobahnschild ist es nicht. Nein, nicht die Aufschrift auf dem LKW. Auch nicht die Thermoskanne. Campingurlaub Sommer 77. 1000 Kilometer nach Südfrankreich. Voll bepacktes Auto bis unters Dach. Natürlich ohne Rückbank und ohne Klimaanlage, ohne Kühlbox mit USB-Anschluss. Langeweile nach 100 Kilometern. Ich sehe was du nicht siehst. Wunderbar. Ein Spiel, das ohne Stift und ohne Würfel, ohne Karten auskommt. Dafür mit Scharfsinn und Scharfsehen. Ich sehe was du nicht siehst, und das ist grün. Suchen Sie noch? Das ist doch ganz offensichtlich. Grün. Sie müssen schon genau hinsehen. Hinter mir, alles grün. Ach so, Sie sehen ja was ganz anderes. Ich sehe was du nicht siehst. Ich glaube, Gott findet dieses Spiel ziemlich gut. Jeden Tag will er dieses Spiel mit uns spielen und flüstert uns zu: Ich sehe was du nicht siehst, und das bist du. Du, so wie du bist, sozusagen als Greenscreen, ganz pur. Und du brauchst nichts auf dich drauf projizieren. Ich gucke hinter deine Fassade, direkt in dein Herz. Ich sehe deine Talente, die du dich nicht getraust zu zeigen. Ich sehe deine Gedanken, auch wenn sie noch oder nur in deinem Kopf herumschwirren. Ich sehe auch deine kleinen Fehler, die du zu vertuschen versuchst. Ich sehe dich so, wie du bist, nicht wie du nach außen scheinen willst. Und ich sage dir was, alles, was ich sehe, ist wunderbar. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Die Jahreslosung für 2023 will uns jeden Tag daran erinnern: Du bist ein Gott, der mich sieht. Nein, nicht wie das pädagogisch nicht sehr wertvolle "Der liebe Gott sieht alles" mit erhobenem Zeigefinger. Nein, Gott sieht mich. Vor allem, er guckt tiefer. Er guckt auf meinen grünen Hintergrund, auf dem ich fröhliche Gesichter projiziere, obwohl es mir gerade nicht danach ist. Und scheinbar vor Energie sprühe, obwohl ich müde und ausgelaugt bin. Du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht nur diejenigen, die sich in den Vordergrund drängen, nicht nur die so wunderbar ihr Leben in der Hand haben, nicht nur die mit Erfolg, nein, er sieht mich, sieht die, die auch mal gern und lieber in der zweiten Reihe stehen, die am Boden zerstört sind, deren Leben gerade wie ein Scherbenhaufen vor ihnen liegt. Dieses Sehen sollten wir uns von Gott abgucken. Den Blick auf den Menschen neben mir mit seiner Freude und ihren Nöten, was in ihm an Gutem oder in ihr an Potenzial steckt, und dann gemeinsam nach vorne schauen, denn zu zweit sieht man besser. Ich sehe was du nicht siehst. Und das ist vielleicht nicht rosa-rot, aber ich zeige es dir. Das Wahre, Gute und Schöne in allem, was uns Gott Tag für Tag schenkt. Und es lohnt sich, genau hinzusehen. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.